So gut zum Dasein, so gut zum Gottesdienst feiern. Vor genau 15 Jahren haben Sissi und ich eine Flitterwoche geplant. Und wir haben nachher im September 2008 haben wir dann geheiratet. Und wir haben gedacht, hey, jetzt wollen wir uns mal den Traum erfüllen, wirklich so Inselparadies, so Traumferien. Jetzt haben wir genug gespart, jetzt geben wir alles aus. Nein, nicht ganz alles, aber jetzt investieren wir wirklich mal in gute Ferien. Und ein Freund hat uns gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der hat ein kleines Reisebüro für Asien, der macht ein super Angebot. Okay, sind wir dort hingegangen und haben uns beraten lassen. Er hat uns so ein Hotel gezeigt auf Koh Samui, wo wirklich so, du hast das Gefühl, hey, du bist mitten am Meer. Also wenn du raus schaust aus dem Fenster, siehst quasi den Sonnenaufgang aus dem Meer und dann ein Privatpool, hat er gesagt, hey, nicht mit allen den Pool teilen, sondern wirklich nur ein Pool für uns zwei und einfach gerade dort ein paar Schritte und dann bist du schon im Meer rein und wir haben gesagt, yes, hey, das wollen wir, Viertel gefällt uns und wir haben uns so eine Vorstellung gemacht. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal so Vorstellungen gemacht hast oder wie es könnte sein, so Ferien am Meer, so spezielle Ferien am Meer und im Rückblick denke ich, ja, bist vielleicht ein bisschen naiv gewesen, hast nicht genau nachgefragt und so. Dann sind wir dort hingekommen, auf Koh Samui, frisch verheiratet, kommen in die Hotelanlage rein und nachher führen sie uns so zu einem Bungalow und vorne dran hat es so ein Mürli, die thailändischen orangen Mürli, die bis raufgehen. Und ich denke, für was brauche ich ein Mürli? Ich bin ja direkt am Meer. Aber hinter dem Mürli hat es einen anderen Bungalow gehabt. Und hinter dran nochmal ein Häuschen und nochmal ein Häuschen. Und wir realisieren so mit der Zeit, wir sind nicht in der ersten Reihe. Und nachher kommt der Strand. So, wir sind irgendwo in der 4., 5. Reihe. Und ich denke so, oh, okay, jetzt gehen wir mal in die Wohnung rein. Und dann komme ich in die Wohnung rein und mache vorne die Türen auf, oder, zum Balkon. Und ich denke, jetzt kommt die Sicht, oder? Und dann sehe ich, es hat so einen Dschungel vor der Hütte gehabt. So ein Biotop und ganz viele Pflanzen, aber kein Privatpool. Und kein Meeresblick. Und dann sind wir runtergelaufen und haben gemerkt, auf dem nächsten Foto sieht man es noch, das Wägli, das zum Meer runterführt. Es ist doch ein paar Minuten gegangen, bis wir dann wirklich am Meer waren. Wir sind mitten in den Leuten hinein. Was für eine Enttäuschung. Nachdem wir so viel investiert haben und dem guten Reiseberater vertraut haben, dass er uns da wirklich ein Schnäppchen rausbringt. Wir haben uns zwar nicht die Ferien verderben lassen, das wäre ja doch schade gewesen. Ich meine, viele von euch würden vielleicht sagen, hey, ich wäre froh, einfach mal in die Ferien gehen. Das wäre schon mal super in so einem Hotel. Aber wir haben uns nicht verderben lassen. Aber die Enttäuschung ist gleich da gewesen. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Du freust dich auf etwas und nachher ist es völlig anders. Du hast jemandem vertraut und nachher merkst du irgendwo, es ist irgendwo, im besten Fall ein Missverständnis, im schlimmsten Fall irgendwo ein ganz böser Streich. Hat dich jemand am Seil runtergelassen, dein Portemonnaie geleert. Und wir kennen das, wenn wir so Erwartungen haben als Leben und dann kommt es anders. Vielleicht hast du mal einen neuen Job angenommen und du hast gesagt, jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Hey, ich habe geredet mit meinem Chef und dem Chefchef und hey, das Arbeitsklima, wir sind ein Team und wir fördern unsere Mitarbeiter. Und du hast da eine Work-Life-Balance, das ist mir mega wichtig für dich. Und dann 2 Jahre später bist du in deinem Einzelbüro rein und das Papier stapelt sich und du denkst, wo ist der Mitarbeiter, wo ist das Team, oder? Und wo ist da die Erfüllung im Job? Und du merkst irgendwo, du hast auf Sachen gehofft und sie sind nicht eingetroffen. Oder vielleicht in einer Beziehung, wo du sagst, hey, wir haben uns kennengelernt und wir haben gewusst, wir verstehen uns auf Anhieb. Und hey, wir können machen, was wir wollen. Hauptsache das Zweite unterwegs sein, wir sind flexibel, hey, wir gehen aufeinander ein und ihr habt geheiratet. Und ein paar Jahre später ist irgendwo die Routine übers Leben hineingefahren und du merkst, da ist wenig da von dem Interesse, von dieser Flexibilität. Jeder hat seine Pläne, jeder hat seine Interessen. Und es läuft so viel, dass man vielleicht sogar einfach nur müde ist, um am anderen noch zulassen und auf den anderen eingehen. So Erwartungen, die verplatzen, Erwartungen an Menschen. Und hey, Jesus kennt das. Und in dem Text, den wir heute lesen, geht Jesus auf die Frage und auf unsere Suche nach Erfüllung, nach Zufriedenheit geht er ein. Und wir lesen aus Johannes 10, 11 bis 18. Und ich freue mich, dass Silvia heute den Bibeltext liest. Und bevor sie liest,
Für die neu da sind, würde ich sagen, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Jesus ist. Und wir wollen uns fragen, nicht einfach, was sagen andere Menschen über Jesus oder was sagt die Kirche über Jesus, sondern was hat Jesus selber gesagt? Wer ist er? Und ihn besser kennenlernen. Ich freue mich, dass du den Text liest. Danke, Silvia. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Danke vielmals, Silvia. Jesus braucht das Bild vom Hirt und von der Schaf. Er ist der Hirt und wir Menschen, wir sind die Schafe. Und damals hat das Bild hat jeder gecheckt in der jüdischen Gesellschaft. Und ich will dir eins sagen, das Bild ist nicht schmeichelhaft. Auch wenn das Schaf natürlich herzig aussieht. Aber vielleicht weißt du, Schafe sind die hilflosesten Tiere, die es gibt. Jesus hat das Bild bewusst gewählt, um uns zu beschreiben, weil ein Schaf, also ich habe ein bisschen nachgelesen, ein Schaf findet nicht einmal den Heimweg in den Stall. Wenn du es lässt auf der Wiese, es weiss nicht, wo es ist. Es ist wie blind. Es sieht nichts. Und wenn es das Gras gefressen hat auf der Wiese und schaut, wo hat es noch anderes Gras, es findet nicht einmal eine neue Wiese, um etwas zu essen zu finden. Es stirbt, es tut buchstäblich an Hunger sterben, weil es so dumm ist, dass es nicht irgendwo Gegend auskundschaften kann. Oder es wird von einem Wolf gefressen oder so. Also, das Schaf ist so hilflos ohne den Hirt und das Bild ist nicht schmeichelhaft. Es ist kein Kompliment an uns. Jesus sagt, hey, du brauchst einen guten Hirt. Ich meine, wir sehen uns ein bisschen anders, oder? Wir sehen uns so ein bisschen als die krasse Selbstverteidigungsschafe. Wenn ein Wolf kommt, schlage ich meins. Aber so sieht Jesus uns nicht. Wir haben oft das Gefühl, wir sind so scharf mit GPS-Tracker, die genau wissen, was durchläuft im Leben. Ich finde meinen Weg schon. Ich weiß schon, was durchgeht. Ich weiß schon, was das Beste ist für mich. Aber Jesus sagt, nein, wir sind wie Schafe. Und wenn wir zurückschauen auf unser Leben, wenn du 10 Jahre zurückschaust in dein Leben oder 20 Jahre zurückschaust in dein Leben, es gibt doch so viele Entscheidungen, wo wir heute würden sagen, hey, wie habe ich nur so dumm sein können? Wie habe ich mich nur einladen und dieser Person vertrauen oder der und der Deal abschließen oder hoffen, dass das und das gelingt? So blöd. Weil Jesus sagt, wir brauchen Hilfe in unserem Leben. Jesaja 55, Vers 2 sagt der Vater im Himmel zu uns Menschen, warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hey, wir nehmen so viele gute Starts und denken, jetzt habe ich es denn, jetzt werde ich dann glücklich und zufrieden. Und nachher entpuppt sich das, wo wir das Geld ausgegeben haben, nicht als etwas, wo uns wirklich nährt, wo uns zufrieden stellt. Und er sagt, hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Jesus möchte ein guter Hirte sein. Jesus möchte dir wirklich das geben, wo du kannst satt werden in deinem Leben. Jesus ist der gute Hirte.
Jesus redet dann auch noch von diesen Lohnarbeitern, von diesen Schäfern, die den Job nur machen wegen Geld. Und ich glaube, es ist ein Bild auf Menschen auch heute, die Einfluss haben. Menschen, die irgendeine Position haben, die es geschafft haben, im Leben jemand zu sein, die sicher wirken auf dich. Und du sagst, hey, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann wird mein Leben gut werden. Wenn diese Person für mich ein Wort einleitet, dann wird sich alles wenden in meinem Leben. Wenn diese Person mich annimmt, dann kann ich jemand sein. Und Jesus sagt, hey, die Menschen, obwohl sie vielleicht mehr Einfluss haben als du oder besser dastehen als du, sie sind genauso Menschen, die suchen nach Zufriedenheit, nach Glück. Sie sind genau gleich wie du. Und wenn es darauf ankommt, werden sie ellbögeln. Wenn es darauf ankommt, werden sie sich für ihr eigenes Leben kümmern. Und Menschen, die enttäuscht sind, enttäuschen auch wieder andere Menschen. Menschen, die verletzt worden sind und sagen, hey, da hat mir einer das letzte Schnäppchen weggenommen. Das nächste Mal bin ich der Erste. Du wirst das immer spüren. Am Schluss sorgen wir für uns selber. Jetzt sagst du vielleicht, hey Manu, du malst ja schon ein krasses Bild von uns Menschen. So negativ, wie kann man in dieser Kirche nur so negativ sein? Und du sagst, hey, schau doch die Gesellschaft mal an. Es sieht doch viel besser aus. Wir schauen füreinander. Schau mal da in der Schweiz. Schau mal da in der Stadt Zürich. Wir schauen doch füreinander. Wir sind füreinander da. Es ist doch alles gut. Es entwickelt sich zum Besten. Wir werden nicht mehr leben wie vor 200 Jahren. Und das stimmt teilweise. Ich gebe dir recht. Ich bin so froh, dass wir hier leben. In dieser Stadt, in diesem Land. Und wenn alles, was unsere Vorfahren gemacht haben, dass wir in einem Sozialstaat leben, wo es jedem einigermaßen gut gehen kann. Hey, jeder, der Hunger hat, wird ernährt in dem Land. Menschen, die einsam sind, für die wird gesorgt. Kinder, die schutzlos sind, werden beschützt. Wir leben in einem super Land. Der Sozialstaat ist etwas vom Besten, was wir erfinden können als Menschen. Wir schauen für unsere Nachbarn, wir kümmern uns füreinander. Aber weißt du, mit was hat das zu tun? Das hat auch mit Jesus Christus zu tun. Und es hat alles mit Jesus Christus zu tun. Ich habe im Sommer ein dickes Geschichtsbuch gelesen, das heißt Dominion und ist geschrieben von einem britischen Historiker, er heißt Tom Holland. Das ist der Popstar unter den heutigen Historikern. Und er ist kein Christ. Er ist Experte für die Antike und er schreibt im Vorwort, je mehr Jahre ich in das Studium der klassischen Antike vertieft war, desto fremder fand ich sie zunehmend. Denn in meiner Moral und Ethik war ich überhaupt kein Spartaner oder Römer. Er sagt, Annahmen, mit denen ich aufgewachsen bin, darüber, wie eine Gesellschaft richtig organisiert sein sollte und welche Prinzipien sie wahren sollte, waren nicht aus der klassischen Antike geboren, geschweige denn aus der menschlichen Natur. Wir sind alle so gut, wir sind alle so lieb, sondern sehr deutlich aus der christlichen Vergangenheit unserer Zivilisation. Und dann schrieb er ein bisschen später, der Glaube, dass der Sohn des einen Gottes der Juden an einem Kreuz zu Tode gefoltert wurde, ist so dauerhaft und so weit verbreitet, dass die meisten von uns im Westen heute gar nicht mehr wahrnehmen, wie skandalös es ursprünglich war. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir für den Nächsten sorgen, dass die Schwachen wichtig sind, dass wir gar nicht wissen, wie skandalös es damals war. Wo Jesus für die Schwachen gesprochen hat, wo Jesus sein Leben lassen hat für andere Menschen, dann ist das ein Skandal gewesen, das ist peinlich gewesen. Das ist nicht Norm gewesen. Das, was Jesus dort gemacht hat am Kreuz, wo er gestorben ist, hat unsere Kultur, unsere Zivilisation so geprägt, dass wir uns heute daran gewöhnt haben, dass wir für die Schwachen sorgen, dass jeder Mensch Recht hat. Jesus Christus hat das prägt. Und es heißt im Vers 17 und 18 von unserem Text, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe. Und dann sagt er, ich gebe es freiwillig. Niemand hat Jesus gezwungen, sein Leben zu geben. Es gibt Menschen, die sagen, ja, Jesus ist einfach gestorben, ist ein Opfer von einem Justizirrtum. Die haben halt eine falsche Entscheidung getroffen. Oder sie sagen, die eifersüchtigen Juden, die haben ihn gelinkt. Jesus hätte eigentlich weiterleben und noch mehr Gutes tun. Nein, falsch. Jesus ist freiwillig. Jesus ist bewusst
ans Kreuz. Er ist bewusst gestorben. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Er hat gewusst, für das ist er auf dieser Erde. Warum hat Jesus sein Leben gegeben? Wir lesen im Hebräer 2, Vers 14. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Jetzt bevor du denkst, oh nein, jetzt redet es da von dem Teufel mit den Hörnli und dem Schwanz. Jede Kultur probiert zu erklären, wieso dass wir zu unmenschlichem fähig sind. Wenn irgendwo wieder Gräueltaten passieren, dann fragen wir uns alle, woher kann so viel Böses kommen? Und die Bibel sagt, es gibt jemanden, der es liebt, Böses zu tun. Jesus sagt, das ist der Teufel. Schau, Menschen sind nicht deine grössten Finde. Sogar egoistische Menschen sind nicht deine grössten Finde. Wir haben es gehört, wir ellbögeln. Wir verfolgen unsere eigenen Interessen und dann bleiben andere auf der Strecke. Aber die tiefste Bosheit ist nicht die in uns Menschen ist, sondern ist das, was der Teufel tut. Er liebt es, wenn du scheiterst. Er liebt es, wenn er dich am Leben berauben kann. Wenn er sieht, wie du hoffnungslos bist. Er liebt das. Und darum ist Jesus gekommen, um den Teufel zu entmachten. Was war das grösste Machtmittel vom Teufel? Der Teufel, wenn du hoffnungslos bist, wenn du sagst, hey, ich habe so viel ausprobiert in meinem Leben und es hat nicht funktioniert. Vielleicht kann es sein, dass Jesus meine Hilfe ist. Vielleicht ist Jesus wirklich der gute Hirt. Dann kommt der Teufel und sagt, ja, du bist der Letzte, der etwas erwarten von Jesus. Jetzt hast du ihm so viele Jahre gesagt, ich brauche dich nicht. Ich weiss selber, was gut ist. Bist das GPS-Selbstverteidigungsschäfli gewesen, der gemeint hat, ich schlage mich selber durchs Leben. Und jetzt willst du etwas von Jesus wollen? Sicher nicht. Und der Teufel, auf der einen Seite sagt er dir die Wahrheit, ja, du hast dich von Jesus entfernt. In Jeremia 2 lesen wir, dass Gott über uns sagt, der Herr spricht, ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten, zittert, steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Es ist wahr, wir sind von Gott davongelaufen. Wir haben gesagt, hey, ich brauche dich nicht. Ich finde meine eigenen Quellen. Wir haben so schändlich mit Gott gehandelt. Wir haben ihn entehrt und gesagt, hey, du bist mein Schöpfer. Sicher nicht. Ich kann für mich selber schauen. Und was wir gefunden haben, wo wir selber auf die Suche gegangen sind undichte Brunnen. Du willst Wasser haben vom Leben, eine Füllung, Zufriedenheit, aber es tröpfelt, es rinnt, es geht weg, es langt nicht. Und der Teufel hat recht, ja, du bist von ihm davongelassen, aber es ist nur die halbe Wahrheit und darum belügt er dich. Wir haben sie aus dem Text gelesen, Jesus sagt 3-mal, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, für die Übel, für das Verhalten, hat er auf sich genommen. Er hat unsere Strafe auf sich genommen und sagt, hey, jetzt musst du es nicht mehr tragen, ich vergebe dir. Du musst nicht sterben, Angst haben vor dem Tod, dass du ewig getrennt bist von Gott. Hey, ich habe das alles auf mich genommen. Du darfst zurückkommen zu Gott. Jesus versöhnt dich mit dem Vater und er sagt, ich will die gute Hirte sein. Ich will für dich sorgen. Ich will die Quelle sein, wo du immer davon kannst nehmen. Und wir wollen ein bisschen anschauen, was es bedeutet, dass Jesus unser guter Hirte ist. Weil im Psalm 23 gibt es uns ein super Bild von dem, was Jesus alles für uns tut. Das heisst, dort, kennen wir Psalm 23? Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung da mitgenommen. Wie fängt der Psalm 23 an? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie geht's weiter? Er weidet mich, genau. Er weidet mich auf grüne, ich kann es gerade noch einblenden, Aue und führt mich zu frischem Wasser. Das heisst, Jesus versorgt uns materiell. Wenn du einen Bescheid hast, hey, ich muss aus meiner Wohnung raus, brauche eine neue Wohnung, er sorgt für dich. Wenn du Angst hast um die Aktienkurs, er sorgt für dich. Er ist der gute Hirte. Wie geht es weiter im Psalm 23? Er quickt meine Seele. Genau. Er schaut nicht nur für deine äußeren
Bedürfnisse, sondern auch für deine Inneren, für das, was du brauchst. Ich mag mich noch erinnern, als wir im September Open Air hatten, hat ein Ehepaar erzählt, wie Jesus ihnen geholfen hat. Er Schweizer, sie Südamerikanerin, das grosse Glück gefunden, schnell geheiratet, da in die Schweiz gekommen, Kinder gehabt. Und spätestens so bei der Kindererziehung haben sie gemerkt, hey, wir sind so unterschiedlich. Und sie sind sich jeden Tag über Kinder in die Haare gekommen. Und haben sich gegenseitig das Leben schwer gemacht. Sie sind nicht schlag gekommen mit der ganzen Situation. Und sie sind an dem Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, ich glaube, wir müssen uns trennen. Und dann haben sie Hilfe gesucht bei Jesus. Haben Gespräche gehabt da mit Menschen von dieser Gemeinde. Und sie haben angefangen, sie haben erzählt, im Open Air hat sie gesagt, hey, wir haben immer wieder neue Kraft bekommen, um einem anderen zu vergeben. Jetzt hat er mich wieder verletzt. Jetzt hat er wieder etwas gesagt, wo er genau weiss, er haut in meine Kerbe, das, was mich so trifft. Aber Jesus ist mein guter Hirt und er hat mir Kraft gegeben, zum geduldig zu sein mit meinem Partner, zum wieder vergeben. Er erquickt meine Seele. Nachher heisst es, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Er leitet uns, hilft uns in Entscheidungen. Wir werden vom Joel noch mehr darüber hören, wie er uns vorangeht. Und dann, was kommt nachher? Das andere 20. Yes! Und wenn wir schon durch ein dunkles Tal gehen, ist er bei uns, tröstet uns mit seinem Stecken und Stab. Das heisst nicht, dass er dich haut. Der Stab ist für den Wolf. Aber er tröstet dich. Hey, das sind die Krisen in unserem Leben. Das sind die Momente, wo wir nicht mehr mögen. Letzte Woche hat mein Nachbar erzählt, hey, er ist so in Prüfungsstress drin und er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er sagt, hey, ich probiere zu lernen und zu lesen, aber meine Gedanken schweifen ab und es ist immer wie ein Lärm in meinem Kopf und ich kann nicht mehr lernen. Und ich habe schon alles ausprobiert und es nützt nichts. Er hat mir seine Methode gesagt. Ich habe gedacht, wow, ich habe dann gewusst, dass es das gibt. Und ich habe gefragt, hey, mir hilft es, wenn ich beten tue, um ruhig zu werden. Gott sagt, dass er uns Ruhe geben kann, sogar in einem Sturm. Dass er uns Frieden schenken kann. Willst du nicht beten, dass du Gott erlebst, wie du Gott erlebt hast vor einem halben Jahr, wo er dir durch Prüfungen geholfen hat? Gott schenkt uns Frieden inmitten vom Sturm, dass wir durchhalten können durch die schwierigen Zeiten. Und nachher wechselt das Bild und es heisst, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht von unseren Feinden. Hey, Gott kämpft auch für dich. Jesus, der gute Hirt, er kämpft für dich. Wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du sagst, hey, wie kann das sein, dass Menschen so böse umgehen? Er kämpft für dich. Und weißt du, was ist der grösste Kampf, den Jesus da hat für dich? Er ist gestorben am Kreuz. Er hat den Teufel entmachtet, dass er keine Macht mehr hat in deinem Leben, dass er dich nicht mehr anklagen kann. Zwischen dir und Gott kann alles in Ordnung sein. Und am Schluss heisst es, nur Gutes, Barmherzigkeit folgen mir. Und Jesus ist auch deine Zukunft als der gute Hirt. Er weiß schon, wo es durchgeht und wird immer bei dir sein. Hey, können wir eine Umfrage machen? Funktioniert das? Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ich bin nicht ganz sicher, ob es leider heute online ist, aber es ist. Nehmt euch euer Handy für. Mich würde es interessieren, was ist das, was dich am guten Hirt im Moment am meisten berührt? Was du am meisten brauchst in deiner momentanen Lebenssituation? Scan doch schnell den Code, wähle eine von diesen Aussagen aus dem Psalm 23, wo du sagst, hey, das ist jetzt das, was ich brauche. Und so möchte ich Jesus vertrauen, dass er genau das ist, der gute Hirt für mein Leben. Es geht nicht. Hey, jetzt müssen wir im 11.11 Gottesdienst das mit Handaufheben machen. Ist das krass? Funktioniert es wirklich nicht? Es tut mir so leid. Jetzt ist es gegangen. Also, super. Der gute Hirt hat für den Manu gesorgt. Yes, also. Wir geben euch ein bisschen Zeit, auch im Livestream. Ihr seid ja ein paar Minuten dann hinten rein jeweils. Wir geben euch ein bisschen Zeit. Und wir sehen, hey, ich bin so froh, dass der gute Hirt bei mir bleibt. Und dass er mir Kraft gibt.
dass er mich tröstet, dass er mich beschützt. So gut. Dass er für mich kämpft. Menschen, die sagen, hey, ich brauche einen Hirt, der mich materiell versorgt. Ich habe substanzielle Sachen, die mir fehlen. Yes. Weißt du, wie im ersten Gottesdienst auch, hey, die meisten Leute, die geantwortet haben, sagen, hey, ich brauche im Moment mega viel Leitung. Ich habe Entscheidungen, die ich treffen muss, die schwierig sind. Ich weiss nicht, wie es weitergeht in meinem Leben. Der gute Hirt, der mich leitet. Hey, und ich möchte dir einfach sagen, während die Leute noch ausfüllen, ich möchte dir einfach sagen, nutz die Zeit, nach der Predigt werden wir genug Zeit haben zum Beten. Hey, wir wollen für dich beten, dass du den guten Hirt kannst erleben. Dass wir die Sorgen, die uns bewegen, das, was im Moment nicht in Ordnung ist, dass wir das wirklich zu Jesus bringen. Es ist cool, es gibt auch Menschen, die sagen, hey, das mit Jesus ist noch ein bisschen suspekt. Mal schauen, wie das weitergeht mit dem Jesus. Wir werden am Schluss noch beten, dass du Jesus persönlich erleben kannst. Wir wollen uns aber zuerst noch fragen, hey, wie kann es jetzt weitergehen? Was bedeutet die Message für uns? Ganz kurz, das Erste, was du unbedingt machen musst, mach Jesus zum Hirt von deinem Leben. Und ich möchte es ganz konkret sagen, überall dort, wo du Enttäuschungen erlebt hast, tu bewusst heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich will mich nicht mehr verlassen auf andere Menschen oder Institutionen oder meinen Job oder meine Karriere, sondern das soll Jesus, das Loch, der Hunger, der Durst, den ich habe, soll ganz bewusst Jesus ausfüllen. Vielleicht bist du in einer Beziehung, wo du sagst, ich bin immer der gibt, der andere lässt nie zu, der andere, immer muss ich liefern. Lass doch Jesus einfach mal als der erste Schritt, wo du wieder auftauchen kannst. Lass doch zum ersten Schritt einfach zu, dass Jesus dich stärken kann. Er lässt dir zu. Er kennt dich. Vielleicht bist du in einem Job, wo du sagst, hey, es erfüllt mich überhaupt nicht. Lass doch der erste Schritt einmal der sein, dass du kannst sagen, hey, Jesus versorgt mich. Es ist nicht mein Job, der mich ernährt. Es ist Gott, der mich ernährt. Wenn ich diesen Job verlieren würde Jesus mich noch jemand anders hinleiten, wo nämlich er ist mein guter Hirt. Ich weiss auch in dieser Gemeinde, ich habe letztens jemanden gehört, der gesagt hat, ja weisst, man kann in dieser Gemeinde sein, und dann, aber der Pastor ist schon 3-mal an mir vorbeigelaufen, wie wenn ich niemand wäre und er interessiert sich nicht für mich. Ja, das gibt's. Das könnte ich sein. Nicht absichtlich. Aber wir sind ein Stück weit Hirten, darum heisst ich ja Pastor, aber wir sind nicht der gute Hirt. Was du brauchst, ist Jesus. Wir werden immer wieder Fehler machen. In dieser Kirche. Was du brauchst, ist Jesus. Der für dich da ist, der dich annimmt, wie du bist. Der dich liebt, egal was deine Vergangenheit ist. Mach Jesus zu deinem guten Hirt. Und ganz praktisch, hey, ich möchte sagen, lerne den Psalm 23 auswendig. Ich liebe Luther-Übersetzung, das geht bei mir am ringsten, dass es einen coolen Rhythmus drin hat. Aber wähl deine Übersetzung, die dir gefällt, lerne den Psalm auswendig. Hey, es gibt auch Situationen, wo wir kein Handy dabei haben. Es gibt Situationen, wo wir vielleicht irgendwann in unserem Leben vielleicht nicht mehr lesen können oder nicht mehr hören können. Aber das Wort, das du inwendig in dir hast, egal wo du bist, wo dir sagst, ich habe einen guten Hirt. Und du kannst das so anfangen zu beten und sagen, hey, er weidet mich auf grünen Auen. Und dann sagst du, Jesus, was du brauchst. Ich brauche mehr Einkommen, ich komme nicht durch mit dem, was ich kann. Oder ich brauche eine neue Arbeitsstelle. Oder Gott, du musst mich heilen, ich bin krank. Du sagst es ihm. Und du bekennst, dass er der gute Hirte ist für dein Leben. Und so kannst du Ziele für Ziele durch das Gebet durchgehen, das in deinem Herzen innen ist. Und weißt du was, wenn Gottes Wort Teil ist von unserem Herz, nicht nur von unserem Kopf, dann hören wir seine Stimme besser. Ich habe das erlebt. Je mehr, dass du Gottes Wort aufnimmst und auswendig kannst, desto mehr hörst du im Alltag, hey, das wäre eine Situation, Manu, wo du könntest vergeben. Das wäre eine Situation, wo du könntest geduldig sein. Es verändert uns. Mach Jesus zu deinem guten Hirt und dann kannst du dich in andere Menschen investieren. Das ist das Zweite und das Letzte für heute. Investier dich in andere Menschen. Schau, wer einen guten Hirt hat, der kann für andere da sein, weil du dich nicht mehr für dich selber musst sorgen.
Wer geliebt ist, kann lieben. Wer angenommen ist, kann annehmen. Wer versorgt ist, kann andere Menschen versorgen. Aus der Fülle von dem, was Jesus dir gibt, kannst du die Welt anfangen zu verändern. Und Jesus nachfolgen und das tun, was er gemacht hat. Wenn du Verantwortung hast, irgendwo in unserer Gesellschaft, wenn du Arbeitgeber bist, wenn du Lehrer bist, wenn du Vater oder Mutter bist, ich möchte dich auffordern nach dieser Botschaft, dass du kein Lohnarbeiter bist. Ich mache meinen Job einfach fürs Geld. Sondern dass du ein guter Hirt bist für andere Menschen. Weil Gott versorgt dich. Du musst nicht mehr für dich selber schauen. Du kannst für andere Menschen da sein. Schaff Arbeitsbedingungen, die angenehm sind. Nutz Menschen nicht aus. Halt dein Wort, wenn du etwas versprichst. Im Geschäftsleben, wenn du einen Deal machst. Nicht wie ein Lohnarbeiter, der nur für sich schaut. Sondern als ein guter Hirt, der etwas tut für unsere Gesellschaft. Wenn du Kinder erziehst, du nicht nörgeln über ihr Leben. Ich weiss, von was ich rede. Braucht eine gute Hirt. Hey, lasst uns nicht, wir haben doch nicht Kinder, damit sie uns das geben, was wir brauchen. Wir haben Kinder, damit wir etwas vom Vater im Himmel, von seinem Hirtenherz weitergeben. Und du kannst es, wenn du einen guten Hirt hast. Dass du deine Kinder lieben. Wenn du ein Team leitest hier in dieser Church, lass es nicht genügend sein, dass du sagst, ja, Plätze sind aufgefüllt, jeder macht seinen Job, super, happy, kann heimgehen. Sondern nutze die Situation, wenn du die Verantwortung hast, zum Menschen zu fördern. Zum darüber beten, hey, wie kann die Person in ihre Berufung hineinkommen? Dass wir eine Kirche sein können, die sagt, hey, wir können wirklich einen Unterschied machen. Weil Jesus sagt, wer der Erste sein will, soll der Diener werden von allen anderen. Genauso wie er sein Leben hingegeben hat. Für uns. Das wird nicht immer einfach sein. Es wird Zeiten sein, die vielleicht schmerzvoll sind. Aber das ist die Nachfolge von Jesus. Und wir sehen, Jesus sagt am Schluss, hey, ich werde mein Leben auch wieder nehmen. Es kommt ein Moment, auch in deinem Leben, spätestens dann, wenn Jesus zurückkommt. Spätestens dann, wenn die Ewigkeit anfängt. Du wirst sehen, was du für einen Unterschied gemacht hast. In dem Moment, wo du nicht nur für dein eigenes Leben geschaut hast, sondern für andere Menschen. Wollen wir Jesus noch Danke sagen? Danke, Jesus, dass du der gute Hirt bist. Danke, Jesus, dass du uns so gut kennst. Dass du alle Bedürfnisse, die wir haben, stillen kannst. Und wir kommen heute zu dir, wir wissen, hey, wir haben es so oft selber probiert und sind gescheitert. Wir hätten nicht gedacht, dass wir den Schaf so gleichen, bis du uns gezeigt hast, wir brauchen dich. Heiliger Geist, ich bitte dich gerade jetzt, dass du durch den Heim gehst, gerade auch bei all den Enttäuschungen, die Menschen vielleicht gelebt haben. Du bist vielleicht an die falschen Menschen angeraten und bist verletzt, ausgegrenzt oder sogar missbraucht worden. Und Jesus sagt, komm zu mir. Ich kenne dich. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Ich möchte ein guter Hirt sein. Lass das ein Tag sein, wo du bewusst sagst, ich will nicht mehr meine Hoffnungen auf andere Menschen legen. Oder gute Umstände oder das Glück. Sondern ich möchte Jesus vertrauen. Für mein ganzes Leben. Ich möchte anfangen, den Psalm 23 zu beten, weil Jesus meine Hoffnung ist. Und vielleicht bist du da oder du hörst zu und du sagst, hey, was hat die Botschaft mit mir zu tun? Ich kenne den Jesus gar noch nicht. Ich höre das erste Mal von ihm. Jesus sagt in unserem Text im Vers 16, ich bin auch gekommen, um noch andere zu mir zu rufen. Schafe, die in einem anderen Stall sind, sagt er. Und schau, Jesus ist immer wieder überraschend,
welche Menschen er sich rauspickt und sagt, dich will ich rufen. Vielleicht bist du überrascht, dass Jesus dich heute Morgen ruft. Vielleicht sagst du, hey, ich bin überhaupt nicht fromm, ich habe nichts mit der Kirche zu tun. Jesus ruft dich trotzdem. Er möchte ein guter Hirt sein. Das Einzige, was es braucht in unserem Leben, auch wenn du schon lange gläubig bist, dass wir sagen, Jesus, ich bin selber hilflos. Ich kann mir nicht das geben, was ich brauche. Ich brauche einen guten Hirt. Und vielleicht bist du da und es ist der Tag, wo du die Entscheidung kannst treffen, Jesus zu deinem guten Hirt zu machen. Du kannst auch weiterleben und weiterhin selber probieren, das Glück zu finden. Oder du kannst heute sagen, ich brauche Jesus. Jesus, komm in mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Es tut mir so leid, dass ich so lange an der Quelle vorbeigegangen bin, sogar gespottet habe über dich. Dabei hast du alles parat für mich. Also vielleicht bist du skeptisch. Ich weiß, wie das ist. Gerade wenn man so oft enttäuscht worden ist, sagt man, ja, ich verlagere mich nur noch auf mich selber, nicht auf andere. Nicht auf andere Lehren, nicht auf andere Menschen, nicht auf eine Kirche, auf nichts. Und ich verstehe das. Aber schau, Jesus hat sein Leben schon gegeben. Er tut es nicht erst. Er hat vor 2000 Jahren sein Leben für dich gegeben. Das ist der grösste Liebesbeweis, den ich kenne. Wenn jemand sein Leben gibt für dich. Und er fragt dich heute, willst du nicht, dass ich dich zurückbringe zu der Liebe vom Vater im Himmel, dass ich dein guter Hirte kann sein. Und während wir so im Gebet sind, möchte ich einfach fragen, wenn du da bist und sagst, ja, heute ist der Tag, wo ich möchte, dass Jesus mein guter Hirte wird, mich rettet von meiner Ein-Mann-Show oder Ein-Frau-Show und anfängt mein Leben leiten und bestimmen. Dann möchte ich mit dir beten. Ich habe ein Gebet eingeblendet, wo du in wenigen Sätzen einfach so kannst Jesus einladen in dein Leben. Wo wir miteinander beten. Du musst es nicht laut sagen, wenn du nicht willst. Aber wenn du da bist und Jesus schon lange kennst, kannst du einfach das auch mit mir mitbeten. Wenn diesen Menschen helfen, die heute erstmal sagen, Jesus, ich möchte, dass du der gute Hirt wirst von meinem Leben. Wir wollen beten, Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich als Versorger und Retter abgelehnt habe und getrennt bin von dir. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, bitte übernimm die Leitung von meinem Leben und verändere du mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Herr Jesus, gehört dein Gebet. Er ist der gute Hirt und er wird dein Leben prägen. Ich freue mich davon, zu hören,